Hallo? Marty, bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Und damit herzlich willkommen zurück hierzu, zurück in die Zukunft, das Spiel. Jo, Episode 5, Autotime und naja, wir können uns glaube ich schon mal sicher sein, dass es hinsichtlich Edna, dem alten Bürger Emmett Brown und den jungen Emmett Brown noch richtig spannend wird. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich habe dich geschüttelt, bevor ich gegangen bin, aber du warst quasi im Koma. Wie lange hattest du schon nicht mehr geschlafen? Bevor ich bewusstlos geworden bin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dich im Labor gelassen, damit du eine wichtige Mission erfüllst. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja, ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt! Was? Edna ist da. Aber... Okay, Emmett. Statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Hey Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Sieht aber nicht gerade so glücklich aus. Also, was ist mit den Zeitleitungen? Immer noch defekt. Ich habe ein paar Ideen, aber heute habe ich andere Probleme. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, Sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung. Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Sie sind doch komplett verrückt. Nur deswegen hat doch für die gute Edna überhaupt ein Auge auf sie geworfen, damit sie halt durch sie die Stadt kontrollieren kann. Sie können Emmett nicht wieder mit Edna zusammenbringen. Dank Ihnen hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Dank meiner Wissenschaft hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Aber wenn ich kein Wissenschaftler werde, wird sie diese krankhaften Ambitionen gar nicht erst an den Tag legen. Ich bitte Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein. Was zum Geier? Wo ist der hin? Ich höre hier noch etwas. Verdammt, hey Doc, das darf nicht wahr sein. Ah, da ist er ja. Oh, bitte. Ja, wird richtig toll. Komm her, du kleines statisches Dings. Verarschen? Scheinbar ja. Was dabei, was irgendwie... Oh, nur die zwei Sachen, cool. Ja, jetzt! Hab dich! Oh. Synchronsprecher wechselt plötzlich wieder.
Oh ja, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. The future is coming today. There's a shiny new tomorrow on the way. A day of invention is at hand. It's a mystic, futuristic wonderland. Just around the bend, my friend, you'll see a dream or two. If you care to dream and dare to dream, your dreams can all come true. There's a world of wondrous wonder on display. Because the future is coming today. Nicht schlecht, was? Gar nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg. Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Oh, ja, das stimmt. Because the future is coming. It's almost here now. The future is coming. It's getting clear now. The future is coming today. Also singen kann sie. Hat, glaube ich, fast jeden Ton perfekt getroffen. Bis auf 1, 2, aber naja. Was soll's? Die haben sowieso kaum gemerkt. Jo, wir haben dabei. Sehr gut. Leute zwar nicht mehr, aber das ist kein Problem. Emmett, wo ist denn Stand? Hey, Artie. Was meinst du? Ganz schön was los, oder? Auf der Expo? Klar. Aber ich habe mich gefragt... Wenn er noch blonde Haare hätte, wäre ein Super Saiyajin. Du hast nicht zufällig Emmett Brown gesehen, oder? Ist er nicht an seinem Stand? Dem Großen, da drüben. Man sieht sich. Das andere interessiert mich eher weniger. Ja, ich erinnere mich wieder, Leute. Ich erinnere mich wieder, das wird echt übel. Naja. Und da... Hallo, Corleone. Servus. Was ist hier los? Naja, Miss Strickland scheint zu glauben... Tritt beiseite und lass den Officer seine Pflicht erfüllen. Los! Moment mal. Das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Oh Mann, ey, die Alte geht mir immer so auf den Sack. Es war mein Plan, ihn zu der Erfindung zurückzubringen, die er erfinden sollte. Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Michael Corleone wirklich ist und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Michael? Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakov Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jako, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler. Komm mal her. Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber die Leute in der Stadt glauben ihr seit dieser Sache mit Kid 10. Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und... Naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus dem... Kann ich denn gar nichts tun? Nicht solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Oh, da willst du was finden. Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmett finden. Und irgendwas wegen Edna unternehmen. Tja, nix leichter als das, nicht wahr? Na toll. Emmett wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen, und zwar heute.
Jo, muss so, also hoffentlich. Nicht zu glauben, dass Danny sich von Edna zur Schließung des Standes hat nötigen lassen. Ja, der hat definitiv zu viel Einfluss. Komm schon, Emmett. Wo bist du? Tja. Karl Segen, wa? Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen. Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Ah. 4253, okay. Hi, Trixie. Für dich immer noch Techne, Junge. Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Ja. Sein Onkel oder so? Oder so. Na, Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur inspirieren. ja, dann inspiriert doch mich. Mann, ey. Tja, welche Ausstellungen sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Duteau persönlich. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Stimmt, Grandma, weil ich weiß eigentlich ja nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es so sein wird. Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt es ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Für uns schon. Für wann ist Emmets Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. 8 Kilobeat nach 50. Hä? Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Ja, nee, ist klar. Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Einem anderen... Okay, ja, das Gleiche. Oder so. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Artie hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Komm schon, Trixie. Ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Vermutlich hat sie ihm einen, ist egal. Danke. Ich helfe doch gern. Wirkt aber bei jedem Mann. So. Eine Waffen. Okay, wir haben ja immerhin jetzt gesagt, da lang gegangen. Wo ist da lang? Hier geht's nicht rein. Okay. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt.
Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der ColecoVision? Gute Frage. Okay, so haben sich als 1931 die Zukunft vorgestellt. Ach du Scheibenkleister. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Klondike 4253. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Warum sagen Sie all diese schlimmen Sachen über Emmets Freund? Über den jungen Genossen Smirnoff? Sie haben mir doch von seinen bösartigen Taten berichtet. Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnoff anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Karl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nein, nur wir zwei. Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren, aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmet ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmet seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmet nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmet seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Er hat Sie überredet. Nein, ich möchte wirklich, dass Emmet seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Karl, Sie können auf mich zählen. Bis jetzt läuft ja alles noch wie es soll, aber wo zum Henker ist Emmet, wo ist Carl Sagan? Ja, also spricht natürlich der alte Emmet. Wie gesagt, gewisse Erinnerungen habe ich noch, aber die ist irgendwie ein bisschen verschwommen. Verschwommen! Natürlich, Trottel! Dort ist er, genau! Aber ist er bereits jetzt oder ist, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war doch so, dass ich damals mehr als Let's Play hier ewig lang gebraucht habe. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmet seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff hört zu, oder? Nein, hören Sie. Hören Sie zu, Smirnoff. Ich weiß nicht, womit Sie Mr. Sagan bedrohen, aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass dieser Apparat, den Sie meinen Emmet haben bauen lassen, vom Boden abheben wird. Oh. Ich habe Emmet kurzzeitig aus den Augen verloren. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Aus den Augen verloren? Sie sollten ihn doch ablenken. Mach ich doch. Er ist nur abgehauen.
Na, dann suchen Sie ihn. Ich habe mit Parker alle Hände voll zu tun. Problem ist halt, wie beweise ich das? Ja, das Dane zu sagen, kein Problem, aber wie gesagt, wie beweisen? Scheibenkleister. Also, wir sollten wahrscheinlich zum Plan zurückkehren. Ja, sollten wir. Auf Wiederhören, Mr. Sagan. Bis dann. Auflegen. Gespräch beendet. Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informations... Doof, doof, doof. Gut, dann noch 2 Knöpfe. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Ja, wer es glaubt. Das ist Wachs. Trotzdem nice. Kann ja nichts tun, ja. Blauer. Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Center. Mensch, ärger dich nicht und so. Ich habe noch irgendwie in Erinnerung, dass hier hinten ein geheimer Raum war. Verliere ich mich auch? So, da gehen wir später. Jetzt muss ich irgendwie den davon überzeugen, dass... Verdammt, ich muss in das Ganze... Wie kann ich das schon wieder irgendwie... Was, sogar die Topfpflanze? Schöne Telefonzelle, aber sie könnte etwas Grünzeug vertragen. Mal Ich hab's mir gucken. überlegt. Die sehen hier nicht so gut aus. Weil wir müssen halt das Ganze irgendwie aufzeichnen, oder? Und irgendein Gegenstand von denen hier war es, mit dem wir das konnten. Aber welcher? Was der vielleicht sogar hier? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennants Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Okay, Leute, es ist klar, wie es weitergehen wird. Hierbei Zurück in Zukunft das Spiel, aber erst im nächsten Part. Wir können zumindest schon mal Enden aus dem Weg räumen. Wieder mal, diesmal aber definitiv. Und ja, da müssen wir bloß noch Emmett finden. Und ja, wie gesagt, wegen Schwemmen und so, davon schwemmen, ich habe eine Ahnung, wo der junge Emmett steckt und auch wo der alte Emmett, beziehungsweise Bürger Brown, beziehungsweise natürlich auch... Was ist denn das für ein Quatsch hier? Aber es kann noch in Intus. Karl Sagan genau steckt. Bis dahin, ciao zusammen.